Ich möchte nochmal möchte speziell den Leuten im Livestream einfach Danke sagen, dass sie zuschauen. Ich finde es mega cool, wir sind in Kirche, die den Mut haben, die können live in die Halle und die sagen, nein, ich möchte lieber daheim bleiben, schauen Livestream. Ich finde es mega cool, weil vor x Jahren haben wir Geld gesammelt in der Kirche, auch im Reach-Projekt für unsere Videokamera, by the way. Dann haben wir die gekauft im Bewusstsein, es macht noch keinen Sinn. Und heute, morgen, haben wir bereits mehr Viewers gehabt als letzten Sonntag, den ganzen Sonntag. Und ich möchte auch sagen, wenn du Geld sparst fürs Reach, denk immer dran, vielleicht nicht jedes Projekt macht im ersten Moment so mega Sinn, aber on the long run siehst du plötzlich Frucht und denkst, oh my gosh, es hat sich mega gelohnt. Darum lass es doch diesen Frauen, Männer, auch bei dem Videoteam, digital, das ist ein riesiges Department, das ist einer der wichtigsten Departments in der nächsten Zukunft, einen Applaus gilt. Die sind immer im Keller unten. Immer. Das sind immer unten. Immer. Danke. Danke auch fürs Lichtteam. Das Lichtteam, die meisten Leute fragen, wieso bin ich so braun? Ganz einfach, weil das Licht, wo ich da stehe, macht mich braun. Ja. Es ist nicht, dass ich nicht arbeiten würde, es ist einfach allein das Preachen, eins in Zürich, macht mich schlank, braun, fit. Darum bin ich so dankbar, dass wir da sein. So, ich möchte euch mitnehmen in eine Serie, wo das Thema heißt Frieden inmitten von Not. Frieden inmitten von Not. Wir sind in einer Hashtag Jesus Kampagne die nächsten 40 Tage mit dem ganzen Movement around the world, kann man sagen. Und wir haben ein Bild, das wir möchten malen, und zwar das Pessach-Essen. Sie haben ja die Juden das in ihren verschiedenen Häusern gemacht und das Haus wird uns die nächsten paar Wochen begleiten. Was ist dem Haus passiert an Pessach-Essen? Und das erste Mal, wo das Pessach-Essen befohlen wird von Gott, musst du den Kontext wissen. Das war in den 10 Plagen in Ägypten. In der 10. Plage sagt Gott, machen das Pessach-Essen, den Blut an die Türrahmen und ich werde als ein Todesengel vorbeigehen. Und das ganze Setting von Pessach-Essen, was Gott losiert hat, ist mega wichtig, dass du weißt, für die Juden eine grosse Bedeutung. Und Gott hat gesagt, feiern das jedes Jahr immer und immer wieder, hören nie mit dem auf. Das ist Setting. Und ich möchte anfangen mit der Not, die auch mit dem Pessach-Essen zu tun hat, weil eine von der Not war, sie haben Pest erlebt, Heuschreckenplagen, also Hungersnot, Seuche, Pest, alles Mögliche. Also das, was wir heute erleben, im Jahr 2020, haben die schon lange erlebt. Der Coronavirus zum Beispiel, wo wir erleben miteinander. So eine Seuche haben sie auch plus minus ähnlich auch erlebt. Und dann ist die Frage, wie geht man in so einer Seuchensituation um? Was ich feststelle, nur ich bin nur einer von Milliarden von Menschen. Was mir auffällt, ist das Wort Panik, ist monstergroß. Menschen haben so Angst von dem Virus. Und Corona heisst ja die Krönung. Und ich habe noch nie eine Krankheit erlebt, wo man eigentlich an einem Virus eine Krone aufsetzt und eine ganze Welt lahmlegt, wirtschaftlich, weil eine Krone uns mega Angst macht. Natürlich, ich bin jetzt kein Arzt und so, aber ich bin einfach ein Mensch, der auch lebt. Und für mich gibt es Eigenschaften, die ich nicht nachvollziehen kann, wie eine ganze Wirtschaft sich lähmt, wie man sich isoliert, wie der Zombie-Film, wie plötzlich man sich nicht mehr umarmen kann, nicht mehr. Und das Töten, Zerstören, Vernichten, liebe Freunde von der Kirche, sind Eigenschaften vom Teufel. Wirklich. Ich sage nicht, wirklich, es ist 1:1. Und ich möchte nicht an ein Virus Krone geben, sondern Krone gehört unserem Jesus. He is the one. He is the one. Und darum ist es mega wichtig, lass uns beten für Politiker. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, egal was du machst, das ist falsch. Oder richtig, wie immer. 2. Timotheus 1,7, das ist für mich der Bibelvers, den ich euch möchte mitgeben, so Church, auch Livestream. Wie können wir uns verhalten als Christen, Menschen, die glauben an Jesus, in so einer Krise? Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Angst. Panik ist nicht von Gott. Angst ist nicht von Gott geboren worden, sondern Kraft und Liebe und Besonnenheit. Es gibt 4 Wörter, die ich dir rauspicken möchte, wie kannst du dich verhalten dem Coronavirus. Erstens, hab keine Angst. Respekt. Ich habe vor allem Respekt im Leben. Ich habe Respekt, wenn ich Ski fahre, ich habe keine Angst, bin immer zuvorderst. Aber ich habe Respekt,
Respekt ist ein Wort, das du bei allem musst haben. Hast eben Respekt in der Ehe, Respekt bei den Kindern, weil nichts ist selbstverständlich. Aber das ist nicht Angst, sondern einfach Respekt. Es kann immer in meinem Leben der letzte Tag auf der Erde sein. Kraft bedeutet, ich muss nicht stark sein, sondern ein starker Gott. Gott ist stärker als jeder Virus. Gott steht drüber. Und das ist für mich mega wichtig, das proklamieren, auch in meiner Familie. Liebe bedeutet, jede Krise ist eine Chance. Lass uns das nutzen, dass in dieser Krise die Menschen so Angst haben, dass sie auf die Knie gehen und merken, ich habe das Leben nicht mehr unter Kontrolle. Menschen haben Angst vor dem Sterben. Hey Jungs, Menschen haben Angst vor dem Sterben. Ich wiederhole es nochmal. Menschen haben Angst vor dem Sterben. Weil sie sind forever young, forever fresh und immer cash. Und dort hat das Wort Sterben keinen Platz. Wir sind eine Generation, die alles kann, nur sterben wenn wir nicht. Und das bedeutet, dass eine Situation kommt, wo die Menschen so Angst haben, dass sie merken, ich könnte sterben. I have good news. 2 Sachen musst du. Steuern zahlen, kannst beschissen. Beim Sterben nützt dich. Dann heisst Besonnenheit. Was heisst Besonnenheit in dem Text? Besonnenheit heisst nichts anderes als Psalm 90, Vers 12. Psalm, Vers 90, Vers 12 heisst, lehre uns bedenken. Liebe Livestreamer, liebe Live-vor-Ort-Streamer. Lehre uns bedenken. Ich möchte euch bitten, bedenk. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht wollen, müssen. Auf dass wir klug werden. Der Virus kann uns verblöden oder kann uns klug machen. Ich möchte dir etwas sagen, was mir Angst macht. Wir sind eine Generation, die aufsteht mit Klimadebatten, mit Friday for the Future. Und ich habe nichts gegen das, dass man fürs Klima ist. Ich bin auch fürs Klima. Aber wir haben das Gefühl, wir können die Welt vor dem Klima retten. Dann decken wir das Meer ab mit dem CO2-Ausstoß. Wir wollen etwas tun. Wir können die Welt in 10 Jahren retten. Es gibt Menschen, die das glauben. Wir glauben, dass wir den Virus mit Abschotten bekämpfen können. Wir machen etwas, wir uns beschützen. Und wir vergessen etwas dahinter. Das grösste Problem ist nicht der Klimawandel und der Virus, sondern Klimaverschmutzung in meiner Seele. Der Virus Sünde in meiner Seele. Niemand redet über das Klima von unserem Herzen. Und das Klima von unserem Herzen auf der ganzen Welt stinkt mehr denn je. Es gibt mehr Mord, mehr Totschlag, mehr alles von allem. Und wir reden nicht über das. Wir wollen die Welt retten. Für unsere Kinder. Aber unsere Seele, unser Geist, unser Herz packt niemand an. Wir sind verblendet im wichtigsten Thema. Und ich möchte den Coronavirus nehmen als wie im Karate, du nimmst einen Schwung. Und ich sage, was ist der Virus im Leben von Leo Bicker? Was ist der Virus in dir? Der ist schlimm, der tötet, der vernichtet und der zerstört. Und wenn wir das dann nutzen, hat die Sache eine mega krasse Chance. Lass uns den Virus, die Sünde, den Egoismus, die Eifersucht, lass uns das in eine Quarantäne stecken für 14 Tage und eliminieren. Dort müssen wir extrem krass radikal sein. Aber das machen wir alles. Wir können uns mit äußerlichen Sachen so beschäftigen und vergessen, die Hauptsache muss die Hauptsache sein und die Hauptsache bleiben. Ich möchte mitnehmen in die Serie, Livestream und alles. Wie können wir unseren Virus, Sünde, Eifersucht eliminieren? Ich habe vor vielen Jahren, bin einer der ersten Mal #Jesus-Serie, ich habe an den Fingernägeln gekaut. Und jemand hat zu mir gesagt, ein Coach, du bist kein Biber. Und ich habe während der #Jesus-Serie jeden Tag betet und meine Fingernägel auch eingerieben mit so einem Öl, dass ich kein Biber mehr bin. Und ich habe die innere Unruhe in dieser Serie, den Virus in Ruhe können überwinden in dieser #Jesus-Serie. Weil Ostern heisst, was tot ist, bumm, Schakala, Jesus wird lebendig. Ein Jahr später habe ich gebetet, nicht allein, dass wir bei der Samsung halt Bewilligung bekommen, um zu bauen. Und heute sind wir da und denken, wir sind schon immer da gewesen. Nein, es sind Leute auf die Knie gegangen und betet und gefastet und Geld gespendet und geplant, dass das stattfinden kann. Und heute sind wir da und denken, wow, auch der Virus, wir sind Zigeunerkiller. Ist vorbei. Jetzt sind wir und bleiben
und sind in der Hoffnungsstrasse, wo Hoffnung angehört. Vor 3 Jahren hat Gott zu mir gesagt, der Zucker, hör auf, den weißen Zucker essen, Dessert, Creme Brûlée und all die guten Sachen. Und weißt, wenn du Zucker bedeutet ja nichts anderes, ich gönn's mir, ich habe es verdient. Jetzt gönne ich mir etwas Gutes, oder? Und ich merke, das ist ein Trugschluss, weil Zucker ist einfach nicht gesund. Es macht dich krank, es macht dich kaputt, es macht dich in alle Dimensionen. Und ich habe mit dem aufhören, etwas, was unmöglich war, als vor 40 Tagen, das in eine Quarantäne gesteckt. Vor einem Jahr habe ich mich entschieden, ich habe ab und zu Wutausbrüche, so einen Vulkan. Ich habe 40 Tage gebetet, dass es aufhört und dann ist Ostern gekommen und es ist immer noch da gewesen. Dann bin ich in den Jakobsweg gegangen und habe das irgendwie eliminieren und seit dem Jakobsweg im September ist es nie mehr gekommen. Jetzt hat es für meine Frau. Wirklich, ich dachte, habe ich gemerkt, das ist eigentlich wirklich schlimm. Nein. Das ist ein Running Gag. Dieses Jahr habe ich gefragt, was ist mein Virus? Was ist meine Klimaverschmutzung in meiner Seele, in meinem Herzen? Ich möchte wirklich bitte Gott darum, was ist meine Klimaverschmutzung in meinem Herzen, in meiner Seele? Was ist der Virus, der mich zerstört? Der Virus von der Sünde. Jeder hat irgendetwas, und du merkst, ich bin nicht wie Jesus. Wenn der Heilige Geist dir eine Revelation gibt, wirst du eine andere Frau, ein anderer Mann sein nach 40 Tagen, mehr Jesus und weniger von mir. Das ist das Ziel, das wir haben. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, dass, wo wir gezügelt haben, hat Gott zu mir gesagt, wirf alle deine Bücher weg. Und du musst wissen, jeder Theologe, Hobbytheologe und echter Theologe und jeder Teacher und Preacher und Leader hat daheim ein Büchergestell mit Ressourcen. Und das ist dein Backbone. Gott hat gesagt, wirf alles weg. Er hat gesagt, ja, und dann für die Predigtvorbereitung? Ich habe gesagt, brauchst du nicht. Nimm das Lesblatt Papier, nimm den Stift und lass dich inspirieren vom Heiligen Geist. Und das ist mein Challenge, dass Gott irgendetwas in mir will sagen, Leo, let it go, here I am to let it go. Worship Band, ich wäre ready. Let it go. Und das ist mein Challenge in den nächsten 40 Tagen, einfach einen Durchbruch an dem Punkt zu haben, dass Gott zu vertrauen, dass einfach Gott fließt, wie er will. Ich habe die erste Predigt im Januar, im 20s, habe so eine krasse Predigt vorbereitet, die beste, die ich jemals hätte predigen wollen. Und während der Worship-Zeit sagt Gott, kannst du alles auf die Seite legen. Red von deinem Herzen. Und ich sagte, aber Gott, das ist so geil, die Message. Gott hat gesagt, leg alles weg. Das habe ich gemacht. Ob es gut war, weiß ich nicht, aber ich habe es gemacht. Einfach, was ich möchte sagen, ich möchte wirklich challengen, einfach die nächsten 40 Tage. Überleg dir, was ist dein Virus? Was ist dein Virus? Was ist dein Klimakapitel in deinem eigenen Leben? Und dann wird alles, was wir erleben, wirklich zu einem absoluten Gewinn in unserem Leben. Also, das Haus, das Pessach essen möchte einsteigen. Also es gibt 10 Plagen. Sie haben Seuchen, sie haben Virus, sie haben Hungersnot. All das erlebt das Volk Gottes mit sich mit. Und hunderte von Jahren feiern sie das Pessach-Essen. Und eines Tages in Jerusalem, Johannes 12, Vers 12 bis 13, da kommt Jesus auf den Plan. Als am nächsten Tag die große Menge, die auf dieses Fest gekommen war, als Pessach-Essen, ist das ganze Volk eigentlich in Jerusalem gewesen. Nahmen sie Palmzweige, gingen hinaus und ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Wenn man das so liest, sagen wir, Palmsonntag, Palmen. Sie haben Palmen angelegt als ein Statement, du bist unser König. Aber wenn man das Setting nicht versteht, warum reitet Jesus genau an dem Tag, zu dem Fest, genau als das Opferlamm nach Jerusalem, macht vieles nicht einen Sinn. Es ist ganz, ganz einfach. Das Wort Hosianna musst du verstehen im Urtext, was das wirklich bedeutet, zu merken, das hat viel mehr Breite als mega cool, our Jesus, the King, is coming. Heißt übersetzt auf Hebräisch, hat das ganz, ganz einfach für euch abgoogelt und geschrieben, heißt auch ganz folgendes, Flehe oder Hilferufe, Klammern, red doch mal endlich. Heitere Fahne. Gott, greif mal endlich ein. Ist so schwierig. Merkst du es? Es ist mehr als einfach, hilf mir, meinem Hamster, der ist krank, sondern Gott, also jetzt bitte, also jetzt reiss dich zusammen, jetzt komm mal endlich. Wer kennt das? Dass das auf den Weg geht. Gott, jetzt komm, reiss dich mal, be a man. Und das Zweite heisst, ich juble ihm zu, weil ich weiss, er ist der König von allen Königen.
Also wenn ein Jude sagt, Hosianna, hat es eine Doppelbedeutung. Red mal endlich, heitere Fahne. Und by the way, du bist mega stark, du bist auch ein Super Trooper, einfach der Beste. Warum hat das Volk von Gott Hosianna gerufen? Red doch mal endlich und greif ein. Ich möchte das in 2 Teilen heute bringen. Erstens, Hosianna, du hörst meine Flehe und meine Hilferuf, red doch endlich in meinem Leben. Warum macht das Volk von Gott das Statement? Ganz einfach. Weil das allererste Mal, wo das Pesach-Essen von Gott befohlen wurde, ist in der 10. Plage in Ägypten. Kommt die 9. Plage. Und die 9. Plage hat mit dem Pesach-Essen eine krasse Verbindung. Das Volk von Gott hat 430 Jahre Sklaventum gelebt. 430 Jahre zu Gott. Hey Gott, komm doch einmal. Hey Gott, greif mal endlich ein. Hey Gott, hörst du uns nicht? Siehst du uns nicht? Gott, bist du in der Ferien? 430 Jahre ist irgendjemand im Livestream, live im Saal, sagt, ich warte seit 430 Jahren für ein Wunder. Hand hoch. Kein Dinosaurier. Niemand. Was passiert? 2. Moses 10, Vers 22 bis 23. Mose erhob seine Hand zum Himmel. Und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. 3 Tage lang blieb es dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Also die Abgrenzungen mit dem Coronavirus hat es dort auch schon gegeben. Die haben nicht mehr aus der Hütte raus. Und jetzt 8, unglaublich. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Die 9. Plage kommt. Und das Volk von Gott sitzt in diesen Häusern drin und nur sie haben Licht und alle anderen nicht. Und es möchte ich, dass du ganz genau anschaust. Es gibt eine Dunkelheit da und es gibt bei uns Licht. Und die Bibel sagt, der Friede von Gott ist höher als alle Vernunft. Er ist höher als alle Umstände. Höher als ein Coronavirus. Der Friede von Gott ist etwas, was man nicht erklären kann. Wie kannst du einen Frieden haben, obwohl das Umfeld, deine Situation, deine Firma, deine Frau, deine Kinder, was auch immer, lebt nicht in der Gunst, in der Fülle von Gott, sondern genau das Gegenteil. Wo das Volk von Gott in diesen Häusern drin sitzt und sie haben Licht, fällt ihnen eins auf. Wir sind noch immer Sklaven. Es hat noch nichts geändert. Das Problem ist, wir kennen die 10. Plage und denken, Jungs, chillen, es kommt morgen gut. Niemand von uns kennt es morgen. Niemand von uns kennt das nächste Kapitel. Darum sind wir nicht easy, nicht entspannt und auch nicht relaxed. Sie haben nicht gewusst, dass morgen kommt das Wunder, dass morgen kommt der Durchbruch. Morgen setzt Gott uns frei. Sie hocken in den Häusern und sagen, Gott, mega cool, du beleuchtest uns, du bringst den Frieden. Gott, mega cool. Wir sind noch immer Sklaven. Wir leiden noch immer. Wir gehen noch immer, jeden Tag sind unsere Hände so schmerzhaft zum Arbeiten. Wir müssen im Fall noch mehr arbeiten als gestern. Gott, siehst du das nicht? Willst du das verarschen? Was soll das? Wer von uns kennt das? Du betest für ein Wunder, du betest für einen Durchbruch, du betest für eine Freisetzung, aber du siehst kein Resultat. Es hat sich nichts geändert. Deine Frau ist noch immer krank. Du hast noch immer keinen Job. Deine Firma, du glaubst für einen Durchbruch, aber du kämpfst noch immer um jeden einzelnen Stutz und Euro. Und alles dreht sich, nichts verändert sich. Und das Hosianna, wo Jesus reinkommt und sagt, Hosianna, Jesus, greif doch endlich ein. Jesus bewegt deinen Arm. Jesus macht deine Augen nicht zu, macht deine Ohren nicht zu, verschließt dein Herz. Und Jesus, wir brauchen ein Wunder. Aber mitten vom grössten Sturm in unserem Leben ist Friede. Die Jünger sind vom Boot, es stürmt wie verrückt. Jesus ist auch im Boot, hockt im Ecke. Die Jünger aus Panik. Jesus! Haben Angst, dass sie untergehen. Und Jesus sagt, je grösser der Sturm wird, desto mehr werden die müde. Die einen werden panisch und der Jesus, der schläft gerade ein.
Die einen haben den Frieden und die einen haben die Panik. Die einen sagen, ich muss stark sein. Und die anderen sagen, nein, nein, Gott muss stark sein. Und während es schüttelt in dem Boot, haben sie gewusst, die Jünger, das ist unser Grab. Und Jesus sagt, je mehr das wiegelt und schüttelt, desto mehr schlafe ich ein. 2 Perspektiven und 2 Wahrnehmungen. Und ich möchte zu den Frauen und Männern reden, die an Jesus glauben, die ihm treu sind, die Bibel lesen, die worshipen, die gehen, die in die Small Group gehen, die glauben, die fasten, die beten. Und äußerlich hat sich noch nichts verändert. Was ist denn das Hosianna? Dass du zu dem König rufst, Jesus macht deine Augen nicht zu, Jesus verschließt deine Ohren nicht und du weißt und du glaubst, es gibt einen Kairos-Moment. Und Kairos-Moment bedeutet, zu der Zeit von Gott gesetzten Zeitpunkt gibt es Wunder, gibt es einen Durchbruch. Macht Gott, bewegt Gott seinen Arm. Das ist ein Vertrauen, ein Glaube. Und außen mag alles dunkel sein, aber da innen habe ich einen Frieden, wo die Welt nicht erklären kann. Ich weiss, die meisten sagen, ja, Leo, predige etwas Besseres. Weißt du, mehr so wie in Amerika. Alles kommt gut und alles ist super. Kann man schon machen. Stimmt einfach nicht. Ich frage dich, was willst du? Manchmal, wenn wir Sachen hören, die stimmen einfach nicht. Sondern das Wohlfühl-Evangelium für 3 Euro Eintritt gibt es nicht, liebe Frauen und Männer. Und in der Bibel letztes Jahr am Hebräerbrief, es gibt manchmal ein Kämpfen in einer Situation, wo du nicht verstehst. Aber das Hosianna für das Volk von Gott bedeutet, mach doch mal endlich. 430 Jahre leiden wir und es scheint sich noch nichts geändert zu haben. Vorher war es Ägypten und jetzt sind es Trümmer. Es ist immer irgendetwas. Aber wenn du in Jesus bist, und 5-mal sagt Jesus zu seinen Jüngern, beim Beispiel vom Weinstock, bleibt in mir und dann bleibe ich in euch. Bleibe in mir und ich bleibe in euch. Bleibe in mir, 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 ich bleibe in euch. Und ihr werdet viel Frucht bringen. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn Jesus das 5-mal sagt, gibt es ein Problem. Wenn ich meinen Söhnen etwas 2-mal sage, 2-mal, ich zitter schon mit an, 2-mal, gibt es 2 Thesen. These 1. Es sind Teenager, sie wollen nicht hören. These 2. Sie sind blöd. Das geht nicht, sind meine Kinder. Wenn Jesus etwas 5-mal sagt, sagt er, wenn er nicht hören oder können er nicht hören. Jesus massiert uns Chile 5-mal etwas rein. Das Bild vom Pesach, liebe Frau und Männer, fängt an. Sie haben den nächsten Tag noch nicht gesehen, sie haben die Wunder nicht gesehen. Sie haben sich positioniert, sie gewusst, wo Jesus ist ein Frieden, wo die Welt dir nicht geben kann. Meine Mami liegt im Spital. Die hat alles, was man haben kann. Sie hört nicht mehr gut, sie sieht nicht mehr gut. Sie hat eine Gicht beim Bein. Jetzt hat sie herausgefunden, sie hat Leukämie. Sie hat eine Lungenentzündung. Sie musste Gebärmutter operieren und sagt, ja, wenn ich heimgehe, dann gehe ich heim. Ein Frieden inmitten von Chaos. Weil sie weiss, Jesus, den lasse ich mir nicht sterben. Das erste Hosianna bedeutet, hör mich, mach doch mal etwas. Das zweite Hosianna, das gehen wir ins Positive. Jetzt sind wir genug lange dort drin gewesen. Sie haben gejubelt. Sie haben gewusst, wenn Jesus, der König, kommt, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann passieren Wunder. Und das ist genau der Punkt. Also Jesus sieht dein Leiden und sieht auch dein Potenzial. Der gleiche Gott, der in deinen Bergen, in deinen Siegen ist auch in deinen Niederlagen und in deinen Tälern. Hast du gewusst? Der gleiche Gott, der in deinen Sieg in deinen Bergen ist auch in deinen Tälern und in den Niederlagen. Ich möchte euch eine Geschichte, die mir diese Woche bewusst worden ist, ich möchte die Geschichte erzählen, um uns zu ermutigen. Und zwar, wo wir ICF gestartet haben, vor vielen Jahren, als das Team, Familie Struppel und auch andere. Nach 5 Jahren hat ICF 1000
Gottesdienstbesucher gehabt, die schnellst wachsende Kirche der Schweiz. Und wir haben nicht gewusst, warum. Wir haben gewusst, Gott ist ein Gott für Zeichen und Wunder. 1000 Leute. Und nach 5 Jahren habe ich ein Burnout bekommen. Ich bin eines Morgens aufgestanden, wollte essen, vom Weg, vom Bett zu der Kaffeemaschine 10 Meter. Und während ich laufe, läuft mir der Schweiß ab, ich gehe zurück zum Bett und habe 3 Tage und Nächte durchgeschlafen. Ich bin zum Arzt gegangen, wir haben alles Blut testen lassen, und sagt der Arzt zu mir, ganz einfach, Sie haben ein Burnout. Ich sagte, ja, ist kein Problem, ist mir gleich, geben Sie mir Medikament. Und sagt der Arzt, das gibt's nicht. Ich, was gibt's nicht? Was gibt's nicht? Tu nicht dumm, gib mir das Zeugs. Gibt's nicht. Und dann hat mir der Arzt etwas gesagt, habe ich nicht cool gefunden. Er hat gesagt, solange es gedauert hat, dass sie ins Burnout reingerutscht sind, wird es 10-mal so lange dauern, bis sie gesund sind. 10-mal. Er hat leider recht gehabt. Wieso erzähle ich die Geschichte? Ich habe jeden Tag gebeten, Gott, nimm das Burnout weg. Gott, ich habe es nicht verdient. Es tut mir mega leid, ich habe es übertrieben. Ich habe einen Fehler gemacht. Vergib mir, bring the blood, come on, bring it on. Und ich habe gejubelt und Gott angebetet. Und so oft beten wir in unserem Leben, Gott, nimm die Situation weg von meiner Familie. Nimm den Coronavirus weg. Das kann Gott alles machen. Und dann laufen wir weiter, wie wenn es immer so gewesen wäre. Oft ist jede Krise eine Chance. Gott lässt Sachen in unserem Leben zu, weil Gott etwas bewegen will, was er sonst nicht kann. Ich hatte ein Virus in mir während x Jahren und zwar, ich bin ein Perfektionist. Das heisst, ich habe sehr gerne Sachen genau und perfekt und kein Fehler. Wenn du glaubst, fragt meine Frau, wir sind eingezogen in eine niegelnagelneue Wohnung, alles wie sie wollen. Und jeden Tag entdecke ich einen neuen Kratz und sage, wer ist das gewesen? Sagt meine Frau, ich. Sage, dann lauf doch so um. Ich verstehe nicht, wie kann man Kratz machen? Lass doch die Wände in Ruhe. Das ist bis heute in mir so krass. Was habe ich gerade gelernt in dem Burnout? Ich habe angefangen Golf zu spielen. Golf ist nicht für alte Menschen. Es ist für Menschen, die ein Problem haben. Jedes Mal, wenn du einen Ball weghaust, hat es nichts zu tun mit deiner Kraft. Es ist nicht durch Heer oder Kraft, Acht, durch deinen Geist, es ist der Schwung. Und du ziehst auf, du machst einfach, es ist einfach Rotation, der Schwung. Es hat nichts zu tun mit dem Paul. Du kannst langsam Muckis haben, wie der Paul Sieber. Es passiert nichts. Sondern es ist ein Schwung. Und Gott hat mir gesagt, Leo, Chile hat nicht zu, wie begabt du bist, wie gross ist ICF Zürich. Wenn ihr durch die Decke durchwachsen, ist ein Schwung, ist der Geist Gottes. Und jedes Jahr, bei jedem Golfball denke ich mir, Leo, nicht durch deine Kraft. Du bist so kraftvoll, Leo, du bist so krass, du kannst alles. Just kidding. Es ist der Geist Gottes. Wieso erzähle ich das? Ein Prozess über Jahre. Jesus nimmt den Virus weg. Ich praise dich, Jesus, dass du das zulässt. Ich sage ihm Danke, dass es zulässt. Ich sage ihm Danke. Jede Krise ist so. Wieso sage ich das? Wir haben 1000 Leute gehabt vor langer Zeit. Und Jesus denkt, 1000 Leute ist mega herzig. Aber ihr Schweizer, ihr sind geboren für mehr als das. Ihr seid mitten in Europa. Ihr seid der Mittelpunkt der Welt ist die Schweiz. Wir möchten schon gerne in der EU dabei sein, aber wir können nicht. Wir sind das Zentrum. Das Zentrum passt sich nicht an mit dem, wir sind, verstehst du mich? Und Gott hat 1000 Leute, ich habe 1000 Leute gesehen. Was hat Gott gemacht nach x Jahren, als ich angefangen loszulassen? Wenn Gott an deinem Herzen schafft, ich möchte das sagen, dann juble, praise Gott in deiner Krise hinein. Weil Jahre später, ich habe das Leid gezeigt, vor ein paar Wochen, und es geht nicht um mich, aber es geht um uns. Du bist auch ein Teil davon. Wir haben heute 62 Kirchen gegründet, oder 61 Kirchen around the world. 62, wir gründen nächste Woche ICF Buchs und ein paar Wochen ICF Kiew. Die Zahlen gehen drauf. 26 Startups in 12 verschiedenen Ländern. Weißt du warum? Gott hat mich durch ein Burnout flachgelegt. Um zu sagen, es ist nicht deine Kraft. Es ist die Kraft Gottes in dir. Und ich möchte zu den Leuten reden, die immer beten, Gott, nimm das Problem weg von mir, nimm das weg von mir. Ich bete immer auch, nimm das Corona, nimm das. Gott sagt, Leo, chill. Ich kann es anyhow. Ich bin auch nicht schwerhörig. Aber wenn Gott etwas nicht sofort in deinem Leben wegnimmt, dann praise dein Gott, den juble dein Gott im Himmel, dass Gott noch mehr vorhat, als was du jetzt drin stehst in deinem Leben. Hosianna! Hosianna, Jesus bewegt deinen Arm.
Und Hosanna, Jesus, weil ich weiss, du hast mehr vor, als ich es jemals vorstellen kann. Gestern vom Heimweg, und ich möchte es noch lange machen, sagt meine Frau zu mir, ist das nicht krass? Bei meiner Mutter ist jetzt so in einer speziellen Phase. Entweder geht sie heim oder sie geht heim auf Buchs. Und dann sagt sie, es ist nicht krass, dass seine Mami betet, dass einer ihrer Söhne gefahren werden. Das Gebet Gott erhört. Aber ich bin durch viele Ups und Downs gegangen. Und du gehst auch durch viele Ups und Downs. Ich möchte sagen, es gibt Gebet gesprochen über dein Leben von anderen Menschen, das grösser ist als das, was du jetzt siehst. Und bleib nicht stehen, nur weil das Umfeld, das du siehst, ist eine Katastrophe. Dann zünd das Licht an, bleib bei Jesus. Das klingt jetzt mega fromm, aber don't run away. Mach dich nicht auf Panik. Bist aber auch nicht naiv. Und das Zweite ist, wenn du durch Krise durchgehst, hey, dann bete in Gott an dafür, dass er etwas löst, was sonst nicht gelöst kann werden. Ich möchte enden mit dem letzten Bibelvers, wo die Leute crazy gehen bei Jesus und er gesagt, hey Jungs und Mädels, hey, ich kann nicht so Lärm machen. Dann sagt Jesus im Vers 40, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden Steine am Weg mich anbeten. Ich glaube, dass wir mehr sind als Steine. Wenn du und ich Gott nicht anbeten in unseren grössten Nöten, wenn wir Gott nicht anbeten im Jubelschrei, dass Gott zum Ziel kommt und das Gefühl haben, dass alles andere schlimmer, dann braucht Gott Stein. Das finde ich für mich demütigend. Ich bin mehr als ein Stein. Ich bin ein lebendiger Stein in der Hand von dem Gott im Himmel. Und lass uns eine Church sein, wo Gott preist, wo Gott Hosanna ruft. Bewegt deinen Arm. Und Hosanna ruft auch in der tiefsten Krise, dass Gott zum Ziel kommt. Der Messias, unser König, unser Gott. So fängt das Pesach-Essen an. Bevor das Lamm ins Haus kommt, ist das Setting. Alles ist dunkel. Aber Jesus wohnt in mir. Ich möchte dich bitten, Livestream und live, lass uns die Augen schliessen für einen Moment. Hosanna, rett mich, Jesus. Beweg doch endlich deinen Arm. Was für ein Virus wohnt in dir? Wo hat das Klima deine Seele verschmutzt? Lass uns wirklich mit dem Geist von Gott ganz tief hineinschauen. Lass uns eine Church für ein paar Augenblicke einfach den Heiligen Geist zu dir reden. Weil das erste Hosanna bedeutet, ich habe eine Not, ich habe eine Seuche, ich habe eine Klimakatastrophe in mir. Vielleicht ist es Jähzorn, vielleicht ist es Pornosucht, vielleicht ist es eine versteckte Alkoholsucht, die niemand weiss und niemand sieht. Vielleicht ist es Eifersucht, Minderwert, Stolz, schlecht reden über Menschen, Okkultismus. Holy Spirit, ich möchte dich einfach bitten, und du bist so amazing. Offenbar uns, zünd das Licht an in unserer Seele, zünd das Licht an in unserem Geist. Mitten im Chaos, mitten in meiner Not, zündet Jesus Licht an, für alle Menschen sichtbar. Weil wo Jesus ist, da ist Frieden. Und das kann man wie nicht erklären. But you are. Unvergebenheit, Rechthaberei, Besserwisserei. Come, Holy Spirit. Beleucht du unser Leben und erleucht du uns, wo du das Wunder willst anpacken in mir.
Hosanna, Jesus. Hosanna, Jesus. Hosanna, Jesus, du mein König. Und weißt du, Church, es gibt so Hoffnung, dass ich weiss, ich kämpfe nicht allein, sondern Gott ist stark in mir. Ich habe einen Gott, der kämpft an meiner Seite und Gott gewinnt immer. Gott muss nur ein Wort sprechen und meine Seuche und meine Verschmutzung ist gelöst forever. Und gehe ich durch eine Season, wo ich kämpfe, dann will Gott in mir etwas so freisetzen für den Next Level. Und jetzt, Church, lade ich euch ein, aufzustehen. Alle zusammen, Livestream lade ich gerade auch ein. Alle aufstehen vor den Betten, vom Sofa, genau. Das zweite Hosanna heisst, wir jubeln unserem Gott zu. Das ist ein Statement. Mein Gott gewinnt. Mein Gott ist stärker als alle Umstände. Das ist ein Statement. Lass es dem Coronavirus sagen, du bist nicht stärker. Du machst mir nicht Angst. Du bringst nicht Panik in meine Familie. It's impossible. Ich möchte euch bitten, wir singen das Lied Beautiful Name of Jesus. Lass uns den Namen Jesu Christi ausrufen als ein Jubelschrei. The name above all names. Ein Name, der über allen Namen steht. Lass uns Jesus Krone geben. Nicht den Coronavirus. Lass uns Jesus in dem Song König heute Morgen geben. Come on, Church. You know what? Our next generation should be more educated than us. They should be more equipped than us, more empowered than us. They should be smarter. They should have bigger dreams. See further, go further. That's normal. That's how it should be. Every one of us will ultimately leave what we live. Not just what we do, but the spirit in which we live. Have you ever thought in your own life somebody should do something? The somebody, usually it's you. 5, 4, 3, 2, 1. Let your freedom reign, so chains will break, and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakuk.